Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movie-Illusion, der beste Podcast der Welt. Und Leid, es ist endlich wieder soweit. Es ist Warlex-Zeit. Wie immer in die Warlex sind wir eigentlich vollzählig. Das heißt, es ist dabei der Kani. Hi Kani. Schönen guten Tag. Dann der Mike. Servus und habe die Ehre. Und ich, der Corby. Grüß dich, Corby. Ja, hallo. Servus, grüß dich. Corby, alter Fleischpenis. Wenn's ihr wüsstet, also ich richte gerade das Wort an die Hörer natürlich, wenn's ihr wüsstet, was die anderen zwei gerade schon geschwärmt haben von meine Warlex, weil ich lauter Dokus dabei habe, es ist Wahnsinn, voll die Überraschung. Und die Hälfte der Hörer hat ausgeschalten. Und weg sind's. Und die abonniert. Und uns gemeldet. Genau, und die sagen, geil, die Dokus, die sitzen gerade da mit so einem kleinen Fähnchen und sagen, jetzt geht's los. Ja, Corby. Na, es ist leider ein Aprilscherz. Oh. Ich habe keine Doku dabei. Ich hab einen Film dabei, der ist vielleicht ein bisschen Doku-ähnlich, aber ja, später mehr dazu, weil das war jetzt natürlich unhöflich, wenn ich jetzt nicht nur das Moderieren an mich reiß, sondern dann ein kleiner Anfang. Deswegen machen wir halt mal was ganz Verrücktes und der Kani fängt an. Oh Gott. Sollen wir es vielleicht einmal so verrückt machen, dass wir uns abwechseln? Wollt ihr euch abwechseln? Boah, Total verrückt. sind wir schon so weit? Das hätten wir vorher sagen müssen, da hätte ich mich vorbereiten müssen. Scheiße. Gehen wir überhaupt nicht zurecht damit. Aber wir können uns miteinander auf alle Fälle gleich mal was teilen, Mike. Und zwar ist mein erstes Warleck ist ein Wardreck. Okay. Und zwar der Corby. Was? Wieso? Was haben wir jetzt schon wieder gemacht? Weil ich kein Doku dabei hab, oder was? Ah, witzig. Ja, du ekelhafte Sau frisst Spinatknödel mit Ketchup, hast du uns letztes Mal gesagt, du Pfui Teufel. Alec, das ist schrecklich. Der hätte fast ins Mikro eingeschwimmt. Ja, ich hab sogar ein bisschen hingeschwimmt. Was ist denn los mit euch? Das war voll gut. Na, was bist du? Wie alt bist du? 3,5 oder was? Ist ja unglaublich. Ja, bist du ein Ekelhafter. Also alle Hörer, die das jetzt gerade hören und immer noch nicht ausgeschalten haben, meinen höchsten Respekt und dann schreibt mal in die Kommentare ein, was der Corby für Ekelhafter ist. Also ich fühle mich jetzt hier gerade öffentlich gebasht wegen blöden Spinatknödeln, hallo? Da geht's ums Ketchup, nicht um Spinatknödel. Ja, die Spinatknödel, die waren so gesund, da habe ich erst mal gegenwirken müssen. Ja, das kann ich zum Teil verstehen, aber ich hätte dann lieber mit Heroin gegengewirkt als mit Ketchup. Oh Gott. Ach, Kim, du kannst mit Ketchup einfach alles essen, das ist doch super. Ja, ich weiß nicht. Wenn man 4 ist, ja. Das Einzige, was ich mit Ketchup eklig gefunden hab, das war noch vor meiner Vegetarierzeit, war Leberkassemmeln. Also wer Leberkassemmeln mit Ketchup isst, der... Ich wollte es Da gerade. sind wir jetzt die Grenze, oder wie? Das ist die Grenze, ja. Okay. Spinatknödel finde ich okay. Ich kann Okay. aber da meinem Bruder auch nicht zuschauen. Also der hat ja einen Leberkäse mit Ketchup und kann ich nicht hinschauen. Da muss ich mich abwenden. Das ist eine Erziehungsthematik, Mike, das hättest du in der Hand gehabt. Ah, zu spät. Ja, da brauchst du jetzt nicht den Bubenvorwürfe machen, sondern dann bist du der Depp in der Ja. Geschichte, gell? Ja, ich sag ja nichts, aber ich kann es nicht anschauen. Kann ich nicht sehen. Wir haben ja bestimmt jede Menge Hörer, die haben auch ganz perverse Fantasien. Ketchup-Eigenheiten. Ich habe ja mal allgemein viel perverse Hörer. Was? Ja, das stimmt. Ja. Okay. Aber ja, dann haben wir so angefangen, dass wir uns was teilen, der Mike, und dann probieren wir Mike sein Wechselsystem. Mike, mach einfach mal weiter mit einem Wolleck. Okay, und ich habe jetzt noch mehr Wolleck, das wir uns auch alle teilen. Schon wieder, Corby. Schon wieder. Corby, du Schwein. Du Schwein. Was ist denn jetzt schon wieder los? Und zwar haben wir mir mit Freude festgestellt, wie wir mir unser Backerl von Pandastorm gekriegt haben und haben wir unsere Off-Season Blu-Rays und DVDs zum Verlosen, Zwinker, Zwinker, ausbackelt und haben wir gesehen, dass wir hinten drauf auf der Hülle am Backcover zitiert werden mit "So müssen Lovecraft-Filme aussehen", Zitat, "Viva la Movie-Illusion". Bam! Wahnsinn. Ich kann es immer noch nicht ganz glauben. Aber ja, es stimmt einfach. Es ist Wahnsinn. Pandastorm, ihr kriegt gerade hier ein riesiges Herz geformt aus Fleischpenissen. Körperteilen. Nicht aus Ketchup. Dann nehmen wir es sofort wieder vom Markt.
Wahrscheinlich. Ja, ich bin ja ganz verwundert gewesen, weil das ist ja, da müssen wir Mike, die gebührt ja an Mike, das ist ein Zitat aus Mike seine Letterboxd Kritiken, nehmen wir es mal. Und ich war echt verwundert, dass als erstes selbst ja auf ein Blu-ray schafft und nicht in ein Schulbeispiel für schlechtes Deutsch. Okay. Nein, ich bin stolz auf die Mike, also wirklich, freut mich sehr. Es gibt kein Mike, es gibt nur uns, also Nein, wir gibt haben schon, da, Mike, die Ehre gebührt dir, sei nicht so, ich hab die lieb. Danke, ihr euch. Ich hätte es ja verstanden, wenn drunter gestanden wäre, Mike von Viva la Movie-Illusion. Nein, das will ich jetzt nicht. Das nicht der so. Mit der Fleischmütze. Der mit der Fleischmütze. Auf jeden Fall, fetten Dank an Pandastorm, coole Sache, wir freuen uns riesig und meine Mama ist stolz auf mich. Meine Mama sagt, ich bin cool. Ja, und unsere Community allgemein, also das hätte ich auch nicht gedacht, dass die da so extrem dann uns positives Feedback geben. Vor allem auch so viele, die dann geschrieben haben, das habt ihr euch echt verdient. Wo ich mir immer gedacht habe, wenn sie eigentlich mal so gefreien, dass sie über eine ganz normale Folge. Das stimmt. Das dann so sicherlich. Bestimmt. Wahnsinn. Und wenn nicht, dann verpisst sich. Weg damit. Ich glaub dich. Sehr schön. Na, vielen Dank nochmal und gefreut uns sehr und darf ruhig öfter vorkommen. Schon, Applaus an uns. Sehr schön. Corby, weiter geht's. Walleck, das ist so verrückt, dieses Durchwechseln, ich bin ganz aufgeregt. Mit Ratz direkt. Ja, richtig damit spiele ich schon. Ja, mit was fange ich dann? Oder nehme ich einfach das erste. Ich hab mir den Tetris-Film angeschaut. Den nagelneuen, der jetzt bei Apple TV, oder? Was ist Apple Plus? Ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. Apple TV, glaube ich, heißt es, angelaufen ist. Und bei Apple TV ist es ja so, dass da ganz viel Eigenproduktionen sind, also sowohl in Serien als auch in Filmform. Und ich habe den Trailer von dem Tetris-Film vor ein paar Wochen mal gesehen und habe ehrlich gesagt gedacht, das ist eine Verarsche. Ich hätte nicht gedacht, dass man aus Tetris einen Film machen kann, aber der war saugut. Also der war nicht nur spannend, sondern auch noch sehr interessant. Und um was geht's? Es geht praktisch um die wahren Begebenheiten, wie es dazu kam, dass Tetris auf dem Gameboy gelandet ist. Ach so, es ist quasi, da wird nichts gebaut und zusammengesteckt und coole Musik und so. Tetris ist ja von einem russischen Entwickler entwickelt worden und damals im guten alten Russland. Good old days. Da, wo der Kommunismus noch hochgehalten worden ist, da hat man ja für sowas kein Geld gekriegt, weil das hat ja allen gehört. Und die haben aber halt dann eine Lizenz für irgendeine Firma verkauft gehabt, dass sie das als Computerspiel veröffentlichen dürfen. Ja, dann ist es halt auch dort durch die Decke gegangen, mehr oder weniger. Und Hank Rogers, das ist ein Videospielvermarkter, sage ich jetzt mal aus meiner unendlichen Professionalität heraus, hat dann sich die Videospielrechte dafür vermeintlich gekrallt, um das dann an Nintendo zu verkaufen. Dann ging's hin und her mit diesen ganzen Lizenzen, weil das hat dann vielleicht doch nicht so gestimmt und am Ende müssen es dann direkt nach Russland rein und ich möchte es jetzt ja gar nicht alles in die Tiefe erklären. Ich kann nur so viel sagen, er war sehr sehenswert. Ich finde es richtig geil, wie es diese Videospielthematik und der Tetris selber auch immer wieder in den Film mit einbaut haben. Hat total viel Spaß gemacht. Ich war sehr positiv überrascht. Und ich sehe jetzt gerade, das Ding heißt Apple TV Plus. Wichtigste Info von dem ersten Mal. Genau, richtig. Wieder was gelernt. Ja. Habt ihr vor, dass ihr euch den auch anschaut? Oder sagt ihr, nein, das interessiert echt niemanden, Corby, halt's Maul? Nein, ich schon. Also ich meine auf alle Fälle sehen und ich bin gerade ein bisschen traurig, dass der Film auf Apple Hami Plus TV läuft. Ich werde ihn wahrscheinlich niemals anschauen, aber ich sag nicht halt dein Maul. Passt schon. Alles gut. Ja, ich weiß nicht, ob die Apple-Produktionen dann einmal irgendwie bei Prime oder so im Angebot sind, keine Ahnung, habe ich tatsächlich davor noch nie so verfolgt. Aber ich habe halt dann die Gunst der Stunde genutzt und habe halt dann geschaut, was da sonst nur so an Filmen und Serien dann drauf ist und werde da vielleicht jetzt mal das eine oder andere reinschauen. Einen Film habe ich dann nur dabei, aber wir haben ja gesagt, wir machen halt so ein lustiges Lex-Karussell und deswegen übergebe ich wieder an den Mike. Okay. Oh, lecker, voll überraschend. Wahnsinn. Einfach das Radl zurückdrehen, du bist irre. Ja, cool. Ja. War jetzt gar nicht vorbereitet. Muss mal die Hosen wieder aufziehen. Warte schnell. Sag. Jetzt pass auf, dann sage ich zwei meine Belegs. Ich mag jetzt zwei Sachen abfrühstücken, gleich dass weg sind. Und zwar, schaut sich auf keinen Fall der Schwarm an. Auf gar keinen Fall. Oh, na, echt so schlecht. Ach, hau ab.
Das ist 8 Folgen dauert die Scheiße lang und ist wirklich 8 Stunden verschwendete Lebenszeit. Also das ist wirklich so ein fader, zirgerter Krampf, dass der Rauch davor geht. Hast du alle Folgen gesehen? Leider. Ich hätte ich hätte die erste und die letzte sehen sollen, weil dazwischen passiert eigentlich nichts, was irgendwie relevant ist. Also was CGI-technisch unter alles die Grütze, da wollen sie wirklich so teilweise ein Weltuntergangsszenario darstellen oder mit Katastrophen und so und schaut halt alles oberbeschissen aus. Wasserszenen schauen aus wie im Pooldraht und lauter so Zeug. Also unter alles die Kanone. Die Charaktere sind alle dermaßen unlikable, dass du sagst, nein, ich mag einfach nicht mehr. Ich wollte eigentlich nur noch wissen, wie es ausgeht. Und dann am Schluss habe ich mir gedacht, die 8 Folgen, ich hätte es nicht da sein. Kann ich absolut nicht empfehlen. Hast du das Buch dazu gelesen? Um Himmels Willen, nein. Was ist das für eine Frage? Das Buch ist Weltklasse. Okay. Wirklich. Also wenn sie das Ding als Film verfilmt hätten und hätten da 2 Stunden Ding draus gemacht, hätte ich gesagt, okay, das kann man jetzt so raffen, dass das vielleicht ein bisschen ein Drive und ein bisschen interessant ist. Aber das auf 8 Folgen gestreckt, das ist ja ein kompletter Witz. Also es ist ja ein Buch vom Frank Schätzing und ich habe mal das Hörbuch, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal angehört. Das dauert da 30 Stunden oder so. Und meiner Meinung nach ist das genauso aufgebaut, dass sie das perfekt für eine Serie anbieten wird. Okay. Und ich habe mir die ganze Zeit, wo ich mir das dann angehört habe und dann immer wieder geschaut habe, ja, es ist von 2004, habe ich mich gefragt, wieso gibt's das nicht in der Serie? Und als ich dann die Ankündigung gehört habe, okay, ich glaube, wird's umgesetzt, ZDF, oder? Ja. Na, habe ich mir schon gedacht, boah, geil. Und dann habe ich die erste Meldung gelesen, ja, Frank Schätzing findet die Serie scheiße. Oh, welch Wunder. Nein, das war nix. Schade. Kann man retzen. Dann hau ich noch einen aussehen, das tut mir auch im Herzen weh, dass ich das jetzt sagen muss. Und zwar habe ich The Lair gesehen, den neuen Film vom Neil Marshall. Ja, es tut mir so unfassbar leid, aber ich schätze, dass wir mir Neil Marshall endgültig abschreiben können. Also nach seinen 2 letzten Filmen, Hellboy, der schon stark trashig war, aber immer noch ein bisschen einen Charme gehabt hat, zu The Reckoning, Schnauze, du Hund. Und der Reckoning, der auch schon sehr, sehr allglatt war für so einen Mittelalter-Hexenverfolgungsfilm, ist jetzt der Lair wirklich nur noch ein Schatten seiner selbst. Also Neil Marshall hat ja großartige Filme abgeliefert wie The Descent, Doomsday oder sein Erstling Dog Soldiers, aber The Lair ist höchstens als Trash-Feuerwerk genießbar. Und das ist halt wirklich, wenn man es mit mit der Qualität, die der Neil Marshall bis jetzt oder vorher immer abgeliefert hat und muss seinen jetzigen Film als Trash-Feuerwerk bezeichnen, dann ist das wirklich unter alles der Würde. Ich mehr fast behaupten, also er geht wieder in die Richtung The Descent mit so Gummimonster, aber das Ganze nimmt Ghosts of Mars Auswüchse an. Also die Charaktere sind alle so dermaßen peinlich cool, also peinlich cool. Ich weiß, was er möchte mit den Charaktere. Er möchte ein Vasquez haben aus Aliens und so und er möchte starke Frauenfiguren haben, seine Puppe, die er da dabei hat. Er macht einen auf Rob Zombie und kickt seine Puppe auch jetzt ins Filmgeschäft, die wirklich eine charismafreie Zone ist, die Charlotte Kirk. Die macht absolut, die Frau kann gar nichts. Die kann nichts, die ist nicht einmal wirklich schön. Eine charismafreie Zone, das muss ich mal aufschreiben, das ist wieder ein Zitat. Schreib los, das Tätowieren, das brauchst du, wirst öfter brauchen. Ja. Vor allem, wenn du den Neil Marshall-Film anschaust. Ja. Und diese Charlotte, die versucht dann so Mila-mäßig zum Inszenieren, wie in die Resident Evil-Filme oder so. Aber es funktioniert einfach nicht. Die Figuren, wie gesagt, haben graus, die Effekte haben durchwachsen. Das Einzige, was man ihm zugute halten kann, dass man sagt, okay, diese Monster-Kreaturen sind alle mit Männern im Gummianzüge. Sowas finde ich immer sympathisch. Aber es kommt selten Spannung auf. Es werden ein Haufen Filme zitiert wie Aliens, Predator oder die Klapperschlange. Aber eigene Ideen hat er nicht. Und der Film ist sehr, sehr enttäuschend. Es tut mir leid. Ja, ich habe halbert geschafft. Okay. Eingeschlafen wegen Qualität oder wegen müde? Unter anderem wegen müde, muss ich sagen, aber beim anderen Film hätte ich wahrscheinlich gesagt, dann wendest dich halt jetzt einmal und bleibst nicht in der gemütlichen Schlafposition. Embryo-Poststellung. Ja, genau, und da habe ich dann gesagt, ist nicht so schlimm, Junge. Ja. Lustig, ich habe mich schmunzeln müssen in die ersten 3 Minuten, wenn quasi diese Charlotte aus einem Albtraum aufwacht und dann fährt die Kamera zu ihrem Nachttisch und dann sieht man ein Foto von ihrem, in Anführungszeichen, verstorbenen Ehemann und Kind und sie anhand auf dem Foto und dann ist der Neil Marshall mit auf dem Beitel. Da habe ich dann mal kurz schmunzeln müssen, der kreislige Vogel, da grinst er außer vom Beitel. Jetzt lass mich leid wegen einer Optik, du bist so oberflächlich. Warum? Der ist genauso wie der Platten und grinst cool umeinander.
Ach so, bist du da Ja. grauslich? Ja, voll. Ja, okay. Dann darf ich das nicht. Ja, voll. Ich hätte jetzt schon ein bisschen süß bezeichnet. Nein, brauchst du nicht. Okay. Ich weiß, was Sache ist. Okay. Das war's jetzt mit meinen 2 Arschbomben des Monats. Das ist schön. Ja, dann darf jetzt der Kani wieder weitermachen, Jetzt oder? darf der Kani auch. Gut, dass man sagt, weil ich jetzt nicht kapiert jetzt, weil das hin und Ja. her, das ist immer das ist ein bisschen verrückt. Das jetzige ist bei mir so eine Mischung aus war leck und war Dreck, weil ich es nicht so genau einordnen kann, weil ich finde es auf der einen Seite war es eine riesige Frechheit, auf der anderen Seite war es aber irgendwie so geil. Ich war vor einer Zeit beim Essen in der Pizzeria und es war so eine Gruppe aus 8 Leute und dann hockt man da und schaufelt man ins Maul ein. Und auf einmal, 2 Mädels waren da dabei und die haben noch eine halbe Pizza da liegen und unterhalten sich. Auf einmal kommt der Chef von der Pizzeria daher und druckt einer ein großes Stück Alufolie in die Hände und geht wieder. Dann hab ich so gesagt, das ist auch verrückt, dass man selber einpacken muss. Dann sagen sie so, ja, vor allem, wenn man noch nicht gesagt hat, dass man gebe ich und das Miet nicht mehr mich. Und dann habe ich so viel lachen müssen, weil der Pizzeriachef einfach, der hergekommen ist, der wollte einfach, dass wir nicht mehr da sind und hat den die Weiber einfach die Alufolie in die Hände gedruckt. Sie sollen jetzt eine Pizza einpacken und abhauen. Cool. Aber hat Ja. er nichts gesagt, oder was? Einfach nur hingelegt. Einfach nur, er ist einfach nur hier, hat die Alufolie, die Rolle dabei gehabt, hat seine Oberzogen und hingelegt. Die eine hat noch gegessen, die anderen 2 waren tatsächlich schon fertig. Hat das Licht Ich bin jetzt ausgeschaltet, so oder? Alter, was ist denn da gerade passiert? Auf der einen Seite ist einfach so, das ist so dreist unverschämt, dass du sagst, das geht überhaupt nicht, aber auf der anderen Seite war doch das irgendwie so ein geiler Move, allein schon das, dass man Leute sein Essen selber einpacken lässt, aber dann halt auch noch, wenn sie nicht mehr gesagt haben, sie hätten das gern einpackt. Geiler Auf. Irgendwie geiler Auf, aber sau unverschämt. Aber mir hat's Sau nicht cool. betroffen, weil ich bin ja innerhalb von 5 Minuten mit dem Essen fertig bin. Du hast wieder einen Staubsauger eingeschalten, gell? Sie, immer. Staubsaugermodus, Pizza zusammengeräumt und mir ein Dürüm eingeschoppt. Das war bei uns in Wurstoff in der Pizzeria damals. Da hat's einmal geheißen, nee, was wolle bestellen? Also der war schon richtig angefressen, wenn du überhaupt was bestellt hast, wenn du gekommen bist, weil jetzt muss er aber eine Bestellung aufnehmen. Und dann hat er noch gesagt, er wolle Schnaps. Und dann habe ich gesagt, ja, freilich Schnaps. Und dann trinkst du noch sauber einen Schnaps und dann schaust du auf die Rechnung, dabei steht der Schnaps auf der Rechnung drauf. Die blöde Sau, der kann seinen Schnaps zahlen. Schon nur Geil. den Nazi mit seiner scheiß Platten. Ja, der zahlt seinen Schnaps. Das ist mir mal gegangen im Mexikaner, da war also Geburtstagsessen und hat's geheißen, ob wir einen runden Schnaps wollen. Ja, freilich, dann haben wir einen runden Schnaps gekriegt und ich hab nicht fahren müssen und dann ist irgendwann gekommen, ob wir noch mehr einen runden Schnaps wollen. So, ja, ich muss nicht fahren, ich trinke noch mal einen. Am Ende hab ich 7 Schnaps gehabt und dann war ich jetzt schon ein bisschen angepielt oder angeschnapselt und dann kommt eine andere Bedienung und sag ich so, hey, kann ich das Schnaps haben? Dann schaut sie so, ja schon, dann geht's viel, dann geht's wieder zurück. Sie wisst aber schon, dass ihr die Schnäpse zahlen müsst, oder? Dann sage ich, warum sollt ihr die Schnäpse zahlen? Die sind die ganzen angeboten worden, so als sollten sie aufs Haus gehen. Ja, okay, aber dann müssen sie es bitte ab jetzt zahlen. Wie geil, sie den Schnaps umsonst gekriegt. Sehr gut. Bester Tag ever. Bester Tag ever, gestern. Ja, genau. Cool. 7 Schnäpse im Mexikaner umsonst. Besser wird's halt nicht mehr. Ja, das war meine Mischung aus war Dreck und Leck. Also, Corby, wenn du den Spinatknödel mit Ketchup geschluckt hast, kannst du das nächste übernehmen. Ich geb mir Mühe, okay. Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe dann bei Apple TV Plus noch ein bisschen geschaut und ihr habt's dem vielleicht einmal gesehen und habt euch dann gefragt, das ist bestimmt irgendein Dreck. Und hab mal Luck angeschaut. Also das englische Wort für Glück. Na, sagt man nix. Nein, sagt mir jetzt gar nichts. Ne? Animationsfilm, wo so ein Mädel drauf ist mit einer schwarzen Katze. Läuft halt nur bei Apple TV Plus und ich hab mir dann gedacht, okay, das ist wahrscheinlich ein Versuch, einen Film à la Pixar abzuliefern. Und genauso ist es. Und es bleibt beim Versuch. Der startet ähnlich emotional wie bei so einem Pixar-Film. Also es geht um das Waisenkind Sam, wobei Kind ist gut gesagt, die wird praktisch gerade 18 und muss dann aus diesem Waisenhaus ausziehen und selbst in eine Wohnung ziehen und dann da eigenständig leben und arbeiten und so. Und die ist aber totaler Pechvogel. Also die wird ständig vom Pech praktisch verfolgt und findet irgendwann einen Glückspenny, den offensichtlich eine Katze da verloren hat. Und mit dem Glückspenny hat sofort instant Glück. Sie will aber den Glückspenny gar nicht für sich behalten, sondern einer anderen Waisen, also einem richtigen Waisenkind, das halt, also mit richtig mal einfach nur jünger ist, geben, damit dieses Waisenkind dann zu einer Familie kommt und dann halt nicht so das traurige Leben führen muss von dieser Sam.
ja, dann wird's halt immer abstruser, weil es stellt sich dann heraus, der Kater ist eine Glückskatze, die im Land des Glücks wohnt und es ist sowas wie ein eigener Planet und ist halt dann dafür zuständig, dass die praktisch für das Glück auf Erden sorgen und auf der anderen Seite von dem Planeten gibt's aber dann die Pechviecher, keine Ahnung, die genau das Gegenteil machen und ja, es geht dann darum, diesen Glückspenny irgendwie zum kriegen und dann aber auch mit sich selber klarkommen und ja, wie schon gesagt, er hat gut angefangen, er hat ein paar Lacher drin, aber dann so ab Mitte baut er immer mehr ab und zum Schluss bin ich dann da gesessen und gedacht, echt jetzt? Das war's jetzt. Dafür habe ich mir den Film fast zweimal angeschaut, weil ich ab der Mitte beim ersten Mal eingeschlafen bin. Tolle Wurst. Wenn ich euch sage, wer jetzt mitgespielt hat, dann sagt sie wahrscheinlich, ja, was hast du da erwartet? Der Simon Pegg spielt zum Beispiel mit, der spricht die Katz. Aha. Whoopi Goldberg spielt mit. Ja, und Jane Fonda. Wobei Jane Fonda ist ja natürlich, also die kann man heutzutage immer noch gern anschauen. Aber die hab ich ewig nicht mehr gesehen. Es ist halt ein Animationsfilm, deswegen hat man da auch nicht so viel von den Schauspielern. Deswegen, also das ist so ein bisschen mein, ja, war Dreck, weil guter Versuch, aber macht's lieber weiter so Tetris-Filme und lasst die Animationsfilme bei anderen Produktionsstätten. Ein Animationsfilm über Tetris. War super. Zum Beispiel. Bin ich Zum dabei. Beispiel. Also das heißt für alle, die sich schon gefragt haben, ob sie mal so ein Apple TV Plus Abo abschließen sollen für ihre Kinder, damit sie das anschauen können, dann macht es lieber nicht. Gibt es für was anderes aus. Für Steady-Abo zum Beispiel oder so. Sehr gut. Aber für uns Steady-Abo, nicht für Ja, irgendjemand. natürlich. Das ist immer was für Kinder. Vor allem die Folgen, wo ich nicht dabei bin. So, das mit dem Karussell ist anstrengend. Dann nehme ich jetzt wieder einen Kani. Oh, krass. Na, warte mal. Boah, Nein, ja, das kann ich eigentlich nicht machen. Eigentlich, jetzt muss ich wieder Mike nehmen. Ist das kompliziert. Aber vorher bist du einfach wieder rückwärts gefahren, also das ist schon okay. Weißt du, Kani, entscheid du. Ja, dann mache ich jetzt einfach mein Überleg. Und zwar war ich da jetzt schon 3-mal im Kino beim Super Mario Film. Wie wohl? 3-mal. Nix verraten. Peach stirbt. War klar. Und Mario von so Dreimal? Luigi. Ja. Du warst 3-mal, wieso hast du mir beim 3. Mal nicht gefragt, ob ich Zeit hab? Hab ich das nicht sogar? Ich weiß nicht mehr. Aber denk noch nichts, weil der Seppi hat ihn auch noch nicht gesehen und ich hab gesagt, ich schließe mich gerne ein 4. Mal an. Also nächste Woche darf man uns wahrscheinlich dann nochmal anschauen, weil der Seppi auch noch singen mich und da kannst du auch mit. Und ja, also wirklich, das ist so, beim ersten Mal, da bin ich ja gleich am ersten Tag, als es losgegangen ist, um 2 Uhr Nachmittag ins Kino gerumpelt, weil das war noch vor dem Hardline. Und ich wollte ihn halt unbedingt noch sehen und dann haben wir gedacht, ja, wurscht, jetzt machst du mal den Freak-Scheiß und gehst allein ins Kino. Bin ich um 2 Uhr Nachmittag unter den ganzen kleinen Kindern drin gesessen. Seitdem darf ich wieder ein Kino 50 Meter nicht nähern, aber das ist ein anderes Thema. Wow. Aber ich hab mich genauso gefühlt wie die kleinen Kinder. Ich hab mir immer gedacht, oh leck, wenn ich das damals mit 10 Jahren gekriegt hätte, dann hätte ich einfach sterben können danach, weil dann war ich das glücklichste Kind auf der Welt gewesen, den Film so auf der Leinwand zum Singen. Das haben mehrere Kinder da drin gesagt, oder? Manche haben sich ja Puls dann aufgebissen danach. War echt irre. So besser kann einer Leben nicht mehr werden. Sie machen Schluss. Ja, wirklich. Also wenn du den Film als 10-Jähriger serviert kriegst, besser wird dein Leben nicht mehr als mit Super Mario, der Film. Also das ist ein Easter Egg Feuerwerk sondergleichen. Du bist die ganze Zeit nur am Schauen, was du für Referenzen auf alte Nintendo-Spiele findest, auf die Mario-Spiele, die verschiedenen Spiele selber. Und dann wirklich vor die Klänge, vor die Töne, vor die Sätze, die Song, vor die Bewegungen allein, wenn du die ganzen Mario-Spiele spielst, und ich spiele so seit dem ersten auf dem NES, du findest in jeder Sekunde findest du wieder, was du sagst, wow, leck, das weiß ich vom Super Nintendo, das weiß ich vom NES, das weiß ich von der Super Mario Show von 89 kenne ich das und hier bin ich bei Galaxy. Irre, also ich bin wirklich... Und dann hast du gesagt, warum gibt's denn da einen grünen Mario? Ja, genau, und warum hat die eine Mario eine Krone auf, ist ja voll toll, das ist schon wieder voll woke, der Scheiß, das ist klar. Jetzt brauchen wir schon eine Frau, so eine starke Frauenperson bei den Mario-Spielen, die so im Schloss sitzt und sie entführen lassen. So ein Wahnsinn, diese Woke-Scheiße, überall. Ja. Überall. Dieser besser wird jetzt 1993er Mario-Film. Keine Chance. Also an den 93er klang der nicht ohne. Das klappt nicht, oder? Weil das war Blade Runner, der Mario-Film. Das ist der Pate unter den Spieleverfilmungen der Mario-Filme damals. Kann keiner hier.
Ist auf alle Fälle, der Mario-Film ist ja jetzt schon die erfolgreichste Spieleverfilmung aller Zeiten, ist glaube ich jetzt irgendwo nach 2 Wochen bei die 700 Millionen, soll die Milliarde auf alle Fälle knacken werden. Ist der nur erfolgreicher als Schwerter des Königs? Das gibt's ja gar nicht. Wundert mich auch, aber manchmal geschehen noch Wunder. Wir haben übrigens dazu auch nochmal, weil der Mike halt schon das Gewinnspiel mit Off-Season angesprochen hat, wir haben noch ein Gewinnspiel mit ein paar Filmplakate zu Mario, da werden wir auch nochmal was machen, anlässlich dieses Erfolgs. Und wer es noch nicht gesehen hat und sehen möchte, bis ganz zum Schluss sitzen bleiben, es gibt nämlich eine Mit- und eine Post-Credit-Scene. Alter. Ich hab gerade dann über dem Laptop nämlich wieder so ein Poster von Mario da liegen und ich denke mal, ich fahr los, überhaupt nichts, ja, wenn es sechsmal das gleiche Motiv ist, aber es kennt mir alle am Arsch lecken, die hängen nur ihr auf. Aber wenn du sagst, okay, mit 10 und danach kann man sterben, wie fühlt man sich dann jetzt mit Mitte 30? Jetzt kann ich auch in Ruhe sterben. Okay. Also das ist wirklich so, auf das habe ich noch gewartet, alles andere interessiert mich in den feuchten Dreck. Außer Fortsetzung vielleicht, oder? Ja, stimmt, dann kann ich doch nicht sterben. Danke, dass wenn du es jetzt sagst, dann verramme ich mich doch nicht selber. Lust der Zeit. Bleibe ich noch da, weil die Fortsetzung mich hersingen. Und basierend auf dem Erfolg bin ich halt auch gespannt, was da jetzt weiter für Filme rauskommen von Nintendo, weil die haben ja mit den Illumination Studios den Film entwickelt, beziehungsweise produziert, der ja schon für die Minions verantwortlich ist, also das Studio. Und ja, das darf sich anbieten, da aus Nintendo-Figuren ein cooles, kleines Filmuniversum zu basteln. Sehr schön. Ich bin auf alle Fälle heiß wie Frittenfett. Sehr schön. Ja. Geil. Ich freue mich auch schon drauf. Ja, das wird schön. Ich tue Handel heute mit dir. Oh na. Doch. Brauchst nicht mitgehen. Ich sitze mit einer extra Reihe. Was wieder der komische Typ in Straubing, der bei den kleinen Kindern los sitzt. Genau, richtig. Der bin dann wieder ich. Ja, das ist wieder der aus Blattling. Mike, du! Okay, ich steige mir jetzt ein kleines bisschen, zwar immer noch nicht gut, aber noch nicht ganz beschissen, und zwar, ich hab mir 3 Gun angeschaut. Also, die Jungen würden sagen Megan. Ah, ja. Okay. Die jungen Wilden. Ja. Das sagen wir der Leute, die nicht völlig bescheuert sind, Mike. Also, schön war das nicht. Aber es war einigermaßen unterhaltsam. Aber wer da so einen Horrorfilm Bock hat mit künstlicher Intelligenz und wegen Hightech und Puppen und so, der sollte lieber auf den Child's Play von 2019 zurückgreifen. Dann vielleicht noch mal unsere Folge dazu hören, die ist sehr gut. Sehr, sehr gut, bitte. Sehr, sehr gut. Eine von unseren ersten, da hören wir uns noch ganz gut an. Podcast-Babys. Auf alle Fälle war das nicht wirklich meins. Also ich hab mit den Figuren nicht connecten können. Diese Alison Williams, die ja bei Get Out schon mitgespielt hat, gut, da war sie da als von Haus aus das Mistviech, aber da jetzt soll sie ja eine Bezugsperson sein und Ding, aber das funktioniert leider nicht. Und da das Dirndl, diese Violet McGraw, das ist auch so leidlich. Nein, ich hab da nicht mitgekommen. Auch diese Geschichte, dass ihre Eltern sterben und so, das ist ja auch nur so abgewurstelt. Im Endeffekt ist sie ja ein Saki. So ungefähr, dass ihre Eltern gestorben sind. Dann diese Megan selber schaut ja ziemlich cool aus, da mit diese großen Augen und so. Aber dann den Tanz, den man auch im Trailer sieht, da, also seltsam. Ich weiß, was jetzt nicht weißt, was möchte jetzt der Film eigentlich sein? Ist jetzt das eine Parodie? Oder möchte jetzt der gruselig sein? Weil ich gruselt mich gerade gar nicht, wenn die im Gang steht und einen TikTok-Tanz macht. Ich weiß jetzt auch nicht. Blutig war er auch nicht wirklich. Er funktioniert eben als Slasher nicht. Ist nicht spannend. Wie gesagt, war einigermaßen unterhaltsam, aber hat mich ziemlich kalt lassen. Ja. Ich hab den damals im Kino gesehen, halb, weil ich dann eingeschlafen bin. Und ja, da ist leider wirklich so, wenn du den Trailer gesehen hast, dann hast du im Prinzip den Film auch gesehen. Ja, glaube ich. Ja, der hat irgendwie vor allem zu wenig. Ja. Er bedient sich überall ein bisschen, aber wie der Mike schon sagt, er ist dann zu wenig gruselig und da ist er zu wenig blutig und da ist er zu wenig kritisch, wenn er vielleicht irgendwo noch irgendeine Kritik anbringen möchte oder so. Genau. In meinen Augen einfach irgendwie, er reißt überall ein bisschen was an, aber zieht nichts ganz durch und dadurch ist er für mich ein bisschen zu der 0815-Kost verkommen. Ja. Und da ziehen sie ihm am Schluss dann noch diese große Party auf und so und dann bricht die Megan aus und dann sagst du, na, aber leck, jetzt muss losgehen. Ja, aber Freunde, nix. Dann muss ich wieder auf den Child's Play von 2019 zum Sprecher kommen. Der machte dann auch einigermaßen was draus. Aber das, also, wie gesagt, ich hätte mir einfach auch was anderes erwartet auf das hin. Und er ist ja doch recht populär gewesen und Werbung ist gemacht worden ohne Ende. Hat aber nicht zünden können, leider. Sehr schade. Sehr schade. Corby, schade Popade, mach du weiter. Ja, ich habe jetzt einen Film dabei, ich gehe mal davon aus, ich habe den schon mal gesehen, er ist von 2018 und es geht um eine Band, das ist praktisch jetzt Fraktus, so...
Fast. Okay. Die Band heißt Mayhem. Oh. Genau, und der Film, Film Warte, mach heißt, Schlagzeug. der Film heißt Lords of Chaos, eine schwedische und britische Produktion, behandelt praktisch die Entstehung und das Fortbestehen der Band Mayhem. Es geht vor allem um den, was ist das, Gitarrist oder Bassisten, ich weiß gar nicht, den Euronymous. Genau, Gesundheit, Euronymous. Geschlungen, ey. Um den Varg und um den Dad und alle, die so praktisch drumherum um diese Band ihr Dasein gefristet haben. Ja, das Ganze beruht auf wahren Begebenheiten. Es geht vor allem da um dieses berühmte, was ist das, glaube ich, Bootleg, das ist gar kein richtiges Album von Mayhem, das Cover, wo man den toten Sänger vermeintlich auf dem Cover sieht und das ist ja tatsächlich der tote Sänger. Weil gesagt, das vermeintlich muss der Sporn in dem Ja, Fall. das ist ja tatsächlich. Wo man vielleicht sie fragt, okay, muss das sein? Ja, wenn's Black Metal magst, schon. Black Metal ist Krieg. Also es geht angeblich um die Entstehung der Black Metal Szene, zumindest in Norwegen. Ob die wirklich Black Metal allgemein geprägt haben, ich glaube, darüber kann man sich streiten. Die Antwort ist ja, oder? Von denen Kinder die ganze Gaudi. Echt? Nur aus Norwegen? Ja. Also hauptsächlich, ich glaube, dass das so Dreh- und Angelpunkt vor der Black Metal Szene war. Da hat man sich, da war das ganz immer mehr Schocken, immer krasser sein, immer mehr Leute abstecher und Kirchen anzünden und verrücktere Namen erfinden, wie, was weiß ich, dann heißen so halt Nagorothmond und so, und kein Mensch kann's aussprechen. Norwegischer Black Metal, geht's ab hier. Ach, ich vergiss das ja immer, dass ihr viel älter seid wie ich und ja in die 80er das alles wahrscheinlich fast schon live mitverfolgt Ja, habt. voll, ich war auf dem ersten Mayhem-Konzert. Ja. Hat mich auch mit seinem Blut abspritzen lassen. Ja, Aber was sagst du jetzt? Hat er taugt? mir hat er taugt. Ich bin immer überrascht, wenn ihr einen europäischen Film seht, der so eine Qualität da mitbringt. Also gerade von den Practical Effects und sowas. Boah, das schaut schon richtig wild aus, gell? Ja, das ist Und auch die ganzen krass. Kirchen, die abbrannt haben. Ich meine, irgendjemand muss die erbaut haben. Christen. Achso, das waren echte Kirchen, oder was? Ach so, ja. Nein, also vom Produktionsdesign her ist das schon cool. Und ja, also ich fand den am Anfang so krass, weil der fängt an wie so Detroit Rock City, ein paar so fertige Metaler beim Saufen Ja. und lustig sein und Sachen durchs Fenster schmeißen und mit der Handkreissack Ja, spielen. und da hängt ständig die Katzen in der Bude auf. Ah, der Asi, ja. Oder wenn er einen toten Vogel in dem Plastikbeutel hat und schnauft oder ein Ei oder grabt sein Gewand ein bis vom Konzert und so. Also die haben schon maustot fertig, alle. Du weißt halt auch am Anfang nicht direkt, in welche Richtung geht's jetzt in dem Film. Ich hab einfach schon öfter von dem Film gehört, dass der echt gut sein soll. Also krass. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt war er aktuell wieder auf Netflix, jetzt tust du einfach mal eine. Das ist so ein Film, der packt die gleich am Anfang an die Eier und lässt die bis zum Schluss aussehen nicht los. Nein, definitiv nicht. Also vor allem, also der Schluss ist halt, da bin ich echt toxisch. Man weiß ja, was passiert, wenn man sich ein bisschen was aus dem von dem Zeit mitgekriegt hat. Ja. Aber das ist so krass dargestellt, was du nur denkst, jetzt hör endlich auf, es ist so gestört. Und Ja. der Mike und ich waren ja, oder du warst dabei damals in Minga auf der Premiere. Genau. Was dann, du schaust das an und denkst da, ja, das ist jetzt halt völlig übertrieben dargestellt, so ein Schmarrn, der müsste da schon lang zusammenbrochen sein. Und dann sagen die weil da ein kleines Q&A war, dass der ja sogar noch, also insgesamt 3 oder 4 Stockwerke weit gegangen ist, bevor der zusammenbrochen ist. Also sie haben es sogar für den Film ein wenig zurückgeschraubt, weil sie selber schon gedacht haben, das ist nicht realistisch irgendwie, und das fällt in dem Film wahrscheinlich gleich negativ auf, aber nach die Originalaufzeichnungen von der Polizei und so hat's geheißen, dass der mehrere Stockwerke noch runtergewandert ist, während er auf einem eingestochen worden ist, bevor der überhaupt zusammenbrochen ist. Krass. Das ist so gestört. Auf der Premiere war ja auch der Ding, oder? Der Jimmy Blue Marian Blue Ochsenknecht, oder? Nein, nicht der Jimmy Blue, wer ist das? Der Blonde. Ich weiß nicht. Gonzales, oder? Ist das der Wilson Gonzales? Ich weiß nicht, wo ich zu dem Typen hingegangen bin und gesagt, hey, hast du mal eine Feier? Dann schaut er mich und sagt, ja, freilich. Und dann gibt er mir eine Feier und dann mich um und gehe. Und dann haben wir noch gedacht, irgendwoher kennst du den, keine Ahnung. Bis er dann auf einmal auf der Bühne gestanden ist beim Q&A, denke ich mir, ach, das ist der. Und dann kenne ich den. Okay, also Ochsenknecht-Gesicht nicht wieder zu erkennen. Respekt, Mike. Ja, ich hab's drauf. Ja, du gehst ja direkt mit dem Filter durch die Welt.
Voll. Aber der war so geil, weil er gesagt hat, er hat da diese Nebenrolle und hat sich dafür in das ganze Black Metal Zeiger wegen eingehängt und dann ist er eingekehrt und dann steht er oben auf der Bühne mit der Lederkutten und Metal-Shirts und was weiß ich und schaut halt aus wie so ein Black Metaler, weil er mir jetzt so voll taugt, der ist jetzt so drinnen. Das ist Method Acting, oder? Er ist einfach in seiner Rolle geblieben. Geil. Ja. Ja, also ich bin nach wie vor begeistert, ist jetzt nicht das richtige Wort, sondern das ist natürlich krass, was alles in dem Film dargestellt wird, aber sehr positiv beeindruckt über den ganzen Film. Es ist keine Doku, auch wenn es auf wahren Begebenheiten beruht. Was ich eher mich gefragt habe, ist es realistisch, so wie sie wie hieß der Dad halt dann umgebracht hat, dass der dann nur bis hinter Geko. Ja, das meine ich war, also da gibt's eine Birche, das passiert ja auf dem Birche, das Birche heißt Lords of Chaos. Und es ist anscheinend aus die Polizeiberichte so raus, dass der nur eine Zeit durchgehalten hat. Mhm. Krass. Es ist ihm quasi nicht schnell genug gegangen und dann ist er nur zur Flinte gegriffen. Nein, sie sagen doch nicht, dass er ihm nicht schnell genug gegangen ist, sondern dass er sich gern so an diese Grenze zum Tod hin bewegt hat und darum gemerkt hat, dass er so weit gegangen ist, dass es jetzt kein Zurück mehr gibt. Und deswegen hat er es dann durchgezogen. Mhm. Wahnsinn. War er in einem Interview gesagt, oder was? Nein, das war so Vermutung. Ach so. Völlig Banane auf alle Fälle. Aber ja, bin ja, wie du sagst, ich bin da fasziniert gewesen von dem Film. Das ist unglaublich gut umgesetzt gewesen und hat mir auch ganz schön mitgenommen, die ganze Sache. Das so, also die Darstellung ist mir einfach, das ist mir zu krass. Macht's lieber einen Splatter. Ja, muss So, ich auch sagen. Also das ist schon sehr, sehr hart nahe an der Realität, das Ganze. Da schauen wir lieber irgendwas japanisch, so wo es Füße abschneiden und dann wie Raketen fliegen können von den Blutspritzer, aber das hier ist nicht so wild. Das war das Tokyo Gore Police, oder? Ich glaube schon, ja. Das war mega. Aber man kann halt jetzt auch nicht behaupten, dass Lords of Chaos irgendwie ein langweiliger Film zwischendurch mal Überhaupt ist, nicht. sondern Nein. ja. Also wenn der Film langweilt, der hat ernsthafte Probleme mit seiner Gefühlswelt, glaube ich. Ja, der fordert richtig. Ich hätte dann nur noch einen Film, weiß nicht, ob ich den noch schnell durchziehen soll und Aber ich hätte noch zwei Sachen, also können wir noch mal Ja. springen. ja, waren gut, zwei. dann Das ist mir so spannend. Oh Gott, Mike, mach du weiter. Okay. Jetzt kommen wir schon bei mir in die oberen Ränge. Und zwar habe ich einen Rewatch gemacht. Und zwar ist der Film Schlachtnacht von 2016. Kennt keine Sau. Aber zu Unrecht, weil das nämlich ein ziemlich cooles Teil ist. Er hat zwar ein bisschen mit ein paar, grenzwertig debile Charaktere zum Kämpfer und im Mittelteil geht er wegen die Puste aus. Aber der startet schon mal mit, dass ganzer Schwung Kinder ganz brutal umgebracht werden und das on screen, wo ich sage, ja, leck mich am Arsch für einen Film ab 16, also Freunde, der Film ist ab 16, aber der zeigt schon mal so richtig, in was für Richtung das er geht, mit einer richtig coolen Einführung. Da geht's quasi um einen Typen, der Pakt mit Dämonen eingemächt und dann eben diese Kinder opfert und der dann quasi Jahre später wieder erweckt wird in Bergwerkschacht. Und in diesem Bergwerkschacht bricht dann ein Tanz der Teufel aus. Und ich sage nicht umsonst Tanz der Teufel, weil es ist wirklich Evil Dead in einem Bergwerk. Also der Dämon springt dann auch von Figur zu Figur und verwandelt die in einen Dämon oder ergreift Besitz von die Leute und die werden dann aufs Krebste niedergemetzelt. Also wenn man da wirklich Kopf wegschießen und alles was das Splatter-Herz mag, ist da mit dabei. Wie gesagt, in der Mitte haben wir halt diesen da geht ihm die Luft ein bisschen aus mit diesen Figuren, die eigentlich total uninteressant sind. Aber dann im letzten Drittel wird's nochmal so richtig schön explizit und atmosphärisch. Ein Haufen Action gibt's. Von mir gibt's eine Empfehlung. Man muss halt nur diesen faden Mittelteil überstehen. Schlachtnacht, dieser blutige Spaß mit ein paar Schwächen. Kann ich empfehlen. Da geht's ab. Ich hab den daheim stehen, aber ich hab ihn bis heute noch nicht angeschaut. Was, tu das? Der ist super. Ja, dann hau ich jetzt dann gleich mal noch rein. Gleich noch. Du bist Kleiner, ausgeschlafen, jetzt kannst du den einbauen. Jetzt bin ich ausgelaufen, ja. Ich höre jetzt auf mit der Aufnahme, weil mich der Dreck euch eh nicht mehr interessiert. Ich gehe lieber Kassetten schauen. Danke, Ja, genau. danke. Also, pfiat euch, habe ich dir im ersten Servus, Servus. So. Oder, also, Corby, du hast den auch noch nicht gesehen, oder? Nein. Das Fragen magst. Ja, ich mache immer schon mittlerweile einen Spaß draus. Ja, okay. Das ist aber irgendwie so trauriger Spaß. Das ist nichts, wenn Späße traurig sind. Ja, das ist der Corby so richtig, ist der Corby so die Tragikomödie der Podcaster. Warum? Ich schaue dafür ganz andere Sachen. Ihr weiter Eier an Horizont.
Genau, richtig. Mit einem Furzwitz. Ja, genau. Mein nächstes war leck, es war ja der Star Wars Celebration. Die Star Wars Celebration, habt ihr mitgekriegt? Na. Das ist jetzt so dumm. Ist jetzt beide die Tragikomödie der Podcaster. Auf alle Fälle haben wir endlich einen Trailer zu der Realserie Ahsoka gekriegt. Und vor allem für Rebels-Liebhaber ist das selbst gewesen, dass du sitzt und sagst, okay, wichst du jetzt auf einen Star Wars-Trailer oder nicht? In dubio pro wichsen, hätte ich gesagt. Schaut richtig geil aus. Du kriegst ganz viele Figuren aus Rebels, oder die ganzen Figuren aus Rebels kriegen wir jetzt endlich ins Realuniversum. Ich hänge gerade leider nur an deiner Fragestellung. Wie oft fragt man sie denn sowas wirklich? Keine Ahnung, schreibt es uns in die Kommentare. Wie oft stellt sich hier die Frage beim Trailer, ob ihr jetzt dazu wichsen sollt? Kane antwortet ja. Wo war ich jetzt genau? Also Ahsoka-Trailer, sehr geil. Im gleichen Atemzug kann ich dann gleich noch so Mando Staffel 3 mitnehmen, die ist jetzt durch. Und vor allem das Finale war unglaublich geil. In der Mitte gab es mal so 1-2 Folgen, die waren eher ein bisschen so fillermäßig, aber halt irgendwie spaßig. Du warst doch begeistert von der Jack Black Folge, hast du gesagt. Also da ja, hast die ist unter anderem eine dieser Filler-Folgen und seitdem liebe ich Jack Black wieder, nicht wegen seiner Darstellung vom Bowser, sondern von dieser Mando-Folge. Ja. Aber das war halt wieder so geil, typisch Idioten-Fandom von Star Wars. Jetzt ist Mando auch schon tot. Also bei denen ist echt, wenn er, was weiß ich, ein nice Stickerheftel rauskommt, wo er einer Seite nicht gefallen hat, dann ist das ganze Franchise aber gleich da bei den Trotteln. Und dann schaust du die nächsten 2 Folgen an und denkst da, wow, fett, nur geil. Also das Finale von der 3. Staffel ist, der Michael, glaube ich, gesagt, der fängt jetzt noch an, oder? Ja. Darfst dich auf alle Fälle sehr gefreuen, das ist sehr, sehr cool und bin gespannt, wie es weitermachen. Sehr schön. Danke, ich werde schon gar nicht mehr gefragt. Finde ich super. Ja, weil bei dir klang's mir einfach. Ich bin mittendrin. Ah, okay. Ich hab in der 3. Staffel, oder wie? Ja, ich bin mitten in der 3. Staffel. Hast du dann den Trailer zu Ahsoka auch schon gesehen? Ja, habe ich auch schon gesehen. Und wie hast du die Frage dir beantwortet? Ich habe Rebels leider nicht gesehen, daher habe ich nicht so viel Verbindungen dazu, aber ich mag Ahsoka sehr gern. Also von dem her wäre ja eher bei der Bejahung deiner Frage. Sehr schön, dann machen wir das nächste Mal holländisches Ruderboot mit 2. Passt super. Bei der nächsten Gelegenheit. Ja, passt. Also am Sonntag dann im Fantasy Filmfest, oder? Und oh, das wird super. Das nächste Filmfest, wo wir Hausverbot kriegen. ja. Naja, Das nächste? Oder das erste? Nix da. Sagen wir nicht, welches das noch dabei ist. Aber das war noch mein kleines Mal lecker. Es wird aber, das Filmuniversum wird jetzt auch weitergeführt, zum Leidwesen vieler, was man so mitkriegt, mit der Rey Skywalker. Die kriegt jetzt eine Trilogie, in der sie, glaube 10 oder 15 Jahre später einen Jedi-Orden wieder aufbauen möchte. Haben wir jetzt schon wieder starke Frauenrollen, oder was? Ja, furchtbar, oder? Wahnsinn. Also, gerade dass sie kotzt. schwul ist und lesbisch und sie als Pferd identifiziert. Also, das ist echt Das grausam. kommt noch. Die kriegst echt mit, Gewalt krieg ich ins Gesicht eindruckt. Das ist so schlimm. Es ist schon wieder Voll. bei dem Thema, wo du schon langsam mit der Peach beim Super Mario Film nicht, jetzt ist da auch noch. Und wer ist für diese Filme verantwortlich? Die Leute, die Star Wars gern singen. Weil die haben das Geld nachher drum. Kein JJ. Also, der Regisseur, die hat man da noch nicht. Achso. Das ist jetzt nur bekannt gegeben worden, dass eben so weitergeht und ja, ich hoffe mal, dass aus die Fälle vor der letzten Trilogie lernen und ein durchgehendes Konzept planen. Bitte darum. Weil man hätte wirklich so viel aus Episode 7, 8 und 9 machen können. Ich fand, ja, man kann sich schon anschauen, der 8. ist halt ein ordentlicher Durchhänger in meine Augen, Ja, aber absolut. man merkt halt einfach, wie viel Potenzial das da verschenkt worden ist aufgrund von dem, dass sie die Verantwortlichen da durchgewechselt haben von Teil zu Teil und das hat viel kaputt gemacht in meinen Augen bei der Trilogie. Amen. Aber vielleicht ist das die Idee von der Naya-Trilogie, weißt du? Dass die Noch mehr so kaputt zu machen. Ja, genau. Ja, dass die noch mehr kaputt macht, sodass man dann sagt, ja, eigentlich waren Episode 7 bis 9 doch gar nicht so schlecht. Also sie wollen eine Oder- Trilogie machen, nur um den Ruf der alten Trilogie zu verbessern. Genau. Das war mal ein richtiger Mindfuck. Ja, oder sie haben so richtig in Scheiße eingelangt und haben gesagt, das macht mir jetzt so richtig Mist, dass das nächste, was wir machen, der Renner wird. Das kann auch sein, dass sie damit den Ruf der nächsten Trilogie mit der alten schon verbessern wollten. Genau, aber du sagst, es ist alles besser wie das davor. Aber es ist doch geil, weil sie haben es ja eigentlich echt mit, spätestens ab Episode 8 ja geschafft, dass Episode 1 bis 3 wieder geil ist. Ja, das stimmt.
Die waren überall geil, wenn wir ehrlich sind. Genau, das sagst du jetzt. Nein, das sage ich schon länger. Das habe ich schon vor Episode 7 gesagt. Das ist dann irgendwann so, die Episode 1 bis 3, gut, Episode 3 fand ich schon immer richtig gut. Ja, aber Episode 1 und 2 sind bei mir so im Star Wars-Universum zum Guilty Pleasure geworden. Ja, das stimmt schon. Also Episode 1 gehe ich auch noch mit, der 2, der war schon gescheit fad. Aber er hat die besten Dialoge. Und die besten Liebesszenen. Und die Meme-Potenzial, wolltest du sagen. Ja, der ist wirklich, also der Zwarer ist halt einfach, das ist einfach so der geile Trash-Film unter die Star Wars-Filme, den schaust du zum Saufen. Okay. Aber das war mein kleines Warleck noch zu dem Thema Star Wars. Sehr schön, sehr schön. Wow. Ich bin schon gespannt, was du denn als letztes Warleck dabei hast. Ja, ich hab gerade gesehen, das sind eigentlich nur mit 2. Aber ich glaube, die kann ich zusammenfassen. Okay. Ja, du musst jetzt erfasst. Du hast vorhin das schon angekündigt, jetzt verwirr bitte hier die Leute nicht noch mehr wie sonst. Okay, Entschuldigung, mach ich nicht. Ja. Aber dann machst du jetzt bitte weiter. Mike! Ha! Damit hast du gerechnet, Corby. Oh, mein Herz. Apropos Herz, jetzt habe ich einen Film fürs Herz. Und zwar habe ich gesehen Bones and All vom Luca Guadagnino mit dem unglaublich guten Timothy Chalamet. Kennt ihr den Film? Na. Vom Namen ja, aber leider noch nicht gesehen. Das ist einer von den abgefucktesten Liebesfilme, die ich jemals gesehen habe. Das ist, geht in die Richtung Roadmovie, Drama, Liebesfilm mit Kannibalen-Thematik. Die gute alte Form der Liebesfilme, ja. Genau, Ja, so so wie richtig man's kennt. einverleiben. 100% Love. Ja. In dem Film geht's um ein junges Mädel, das herausfindet, dass sie der Fleischeslust etwas anders frönt wie andere und der Freundin anknappert. Ja, was die gar nicht cool findet, wenn ihr davon mit der Zeigefinger abgeht und die andere drauf rumkaut. Sie flüchtet dann. Wer kennt's nicht? Wer kennt das nicht, wenn die mir das richtig die Lust überkommt und du ein Stückel vor dem Partner abbeißt. Ja. Die Marin, heißt die Dame, die flüchtet dann nach Hause und sagt es ihrem Vater, der sie dann kurzerhand am nächsten Tag aus dem Staub macht und sagt, er mag mit der Scheiße nichts zum Tun haben und hinterlässt ein Video. Und in dem Video, kein Video, eine Tonbandaufnahme, und in der sagt er dem Mädel, dass das absehbar war, dass das mit ihr passieren wird, weil die Mutter damals auch schon so ein Problem gehabt hat. Und die Mutter hat die Marin nie kennengelernt und sie macht sie dann quasi auf einen Roadtrip quer durch Amerika und möchte ihre Wurzeln rausfinden, was mit ihr eigentlich nicht stimmt. Dabei trifft sie den Timothy Chalamet, der ähnlich wie sie auch ein Eater ist. Sie nennen sie untereinander Eater und sie können sie untereinander, sie fühlen. Also wie beim Highlander, wenn du gespannt, okay, jetzt kommt ein anderer Unsterblicher, jetzt musst du gleich duellieren, können sie die Eater gegenseitig spüren. Und da macht sie dann da ein richtig schönes, kleines Universum auf. Also der Film schaut aus wie das so, wie heißt die 80er? Man nehme Catherine Bigelows Near Dark, nur man streiche die Vampire, sei nicht ganz so assi und mische da diese Kannibalen-Thematik ein. Mit ein bisschen Liebe. Ich habe das super gefunden. Also das war wirklich ein Potpourri der Gefühle aus Romantik, aus Dramatik, aus extreme Gewaltexzesse. Die war zwar jetzt nicht wirklich so reine Schauwert-Splatter-Szenen sind, sondern das ist hart. Also, wie gesagt, dieses Abbeißen vom Finger, wo du sagst, ja, habe ich bei Day of the Dead schon gesehen, dass da ein Finger abbeißen. Ja, aber in dem Film, da wird das richtig ausgekostet. Weißt du, obwohl es nur so eine kleine Szene ist, aber es tut weh. Und wie sich die zwei dann auf ihrem Weg Futter beschaffen und so, das ist schon sehr hart zum Schauen. Und auch wenn sie dann über die Toten hermachen und fressen denen da die Haut und das Fleisch vom Körper und so, das schaut schon krass aus. Aber es hört jetzt vielleicht krasser an, wie ich das sage, weil es ist kein Splatterfilm. Hat aber richtig krasse Szenen drin. Ich war total begeistert von dem Film. Der hat mich so richtig mitgenommen. Ich hätte mir das Pacing ein kleines bisschen straffer gewünscht, weil er schon sehr langsam ist. Aber er ist nicht halb so verkopft wie der letzte Film vom Guadagnino, der Suspiria, das Remake von 2018. Ah, ja. Der war schon sehr verkopft und war sehr viel Meta drin. Das hat jetzt der Film gar nicht. Also der geht straight hier, verzeiht eine Geschichte aus diesem Mikrokosmos von denen Eater und aus dem Leben von der Megan und vom Lee. So heißt der Timothy Chalamet. Ich hätte mir den Film noch ein bisschen ausführlicher gewünscht, wo es diese Eater ausmacht. Diese Welt hätte ich gerne ein wenig ausgiebiger gesehen. Das war noch cool gewesen, weil das sind doch noch einige Fragen offen und so. Ich bin eigentlich sehr, sehr begeistert von Bones and All. Kann ich nur empfehlen. Cool. Also, hast mich neugierig gemacht. Ja, unbedingt. Also Timothy Chalamet sowieso Weltmacht. Ja, seit und
Geiler Typ. Ja. Geiler Dune. Und der Regisseur, der Luca Guadagnino, ist wirklich, also stilsicher hoch 8. Der Film geht los und ich habe mir noch gedacht, scheiße, jetzt muss ich mir jetzt nicht einschauen, von wann der Drecksfilm ist. Ist das Film aus die 80er? Wir schauen doch die Filme, die wo älter sind wie vor 2000. Na, so geht nicht. Genau, und dann schaue ich hier so, ja, 2022, ole, ole. Aber das Look and Feel ist so krass 80er, dass der Rauch davor geht. Cool. Wo hast du den gesehen? Ich habe mir den bei Amazon Video habe ich mir den geliehen. Ah ja, gut. Da steht sogar bei Amazon steht sogar Zielgruppe Jugendliche. Ja, Ach so, okay. So, Zielgruppe junge Verliebte. Ja. Kann man machen. Also anschauen. Schöner Film. Also, schöner Film. Schöne Kassetten. Muss fürs Herz. Ja. Muss fürs Herz. Tatsächlich, ich mache jetzt einfach weiter. Mach du weiter. Mach Finish, Kirby, Finish. Finish him. Wann war's denn? Ich glaube, der 13.4. war's. Ich bin mir fast schon sicher, dass der 13.4. war's, weil ich war da so auf meinem Apple TV Plus unterwegs, ja. Es zieht sich halt durch die ganze Folge. Wahnsinn. Kriegst du von denen Kohle oder was? Nein, ganz im Gegenteil, die kriegen Kohle anscheinend von mir, weil ich hab mir dann Knock at the Cabin gleich am ersten Tag, wo er verfügbar war, also zum Kaufen verfügbar war, gekauft, weil ich hab mir schon gedacht, physisch möchte ich den eigentlich gar nicht, aber er hat mich einfach saumäßig interessieren. Ja, der M. Night Shyamalan hat mal wieder einen Film gemacht, gell? Der Trailer verrät noch nicht ganz so viel, also kann der bestimmt einen richtig geilen Twist haben. Und für alle, die praktisch nicht wissen, um was da geht, es geht um ein schwules Pärchen, die Urlaub wieder machen. Die Wokeness. Wahnsinn. Okay, mein ja. Gott, Moment. Können die nicht hetero sein, dann darf das viel mehr Sinn ergeben. Aber wird's noch woker? Ja, jetzt pass auf. Es geht um ein schwules Pärchen, die eine Adoptivtochter haben, ja, die genau. asiatisch ist. Genau. Die alle 3 Veganer sind. Ja, die alle unglaublich. Also die prügeln es da ja nur noch ein. Das ist ja ein Wahnsinn. Furchtbar. Es darf einfach nicht mehr normal sein. Ja, weißt? die sind in einem Wald und machen da Urlaub und werden auf einmal besucht, in Anführungsstrichen, von 4 Personen. Von 2 Männern und 2 Frauen. Und einer von diesen 2 Männern wird gespielt vom Dave Bautista. Bautista, seitdem er enge Jeans angehabt hat. Okay. Kennt man vielleicht aus so Filmen wie Guardians of the Galaxy oder Army of the Dead, wo er einen, auch wie in diesem Film, muskelbepackten Typen spielt. Die Rolle lebt er. Und ja, die bedrohen diese 3 Urlauber, fesseln die 2 Väter und sagen denen, ja, ihr müsst jetzt praktisch euch entscheiden, wer von beiden stirbt, weil sonst geht die Welt unter. Okay. Er war unterhaltsam, allerdings habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, tatsächlich. Gerade wie der Film dann endet, weil man ist es ja vom Mr. Shyamalan gewohnt, dass dann am Ende nochmal voll der krasse Twist kommt. Und ich finde, das ist so einer der ersten Filme, die ich von ihm kenne, wo das ein bisschen ausbleibt. Das heißt nicht, dass der Film nicht ein ausschweifendes Ende hat. Das nicht. Aber oder für mich gab es erkennbar keinen Twist. Ah, okay. Hat denn einer von euch diesen Film gesehen oder vor, diesen Film anzuschauen? Letzteres. Unbedingt anschauen. Also Shyamalan ist also eine Hassliebe bei mir. Entweder ich mag nicht die Sachen oder ich find's total scheiße. Kommt immer auf den Film drauf zusammen. Aber wie gesagt, ich muss immer alles sehen und Knock at the Cabin hört sich interessant an. Aber wie gesagt, bis jetzt leider noch nicht gesehen. Es ist eine Buchverfilmung, deswegen bleibt da wahrscheinlich dieser Twist einfach aus. Und ich finde, so wie er es umgesetzt hat, finde ich es gut. Also ich kann ja mit gutem Gewissen sagen, dass das für mich schon ein Warleck ist, weil ich positiv einfach überrascht war. Ich glaube, wir haben ja ähnlich schon mal drüber geredet, über Old. Old hat ja eigentlich auch ein ziemlich cooles Ende und ein paar Szenen mit drin, die krass sind. Es ist jetzt nicht so der überschwängliche Film des Jahres gewesen, aber er war ja durchaus unterhaltsam. Old hat mich fast ein wenig genervt. Nein, mir hat der gefallen. Okay. Wir haben es dann alle stark gesponnen, auf einmal am Schluss alle durchdrehen und schreien bloß umeinander. Ja, sei dumm in der Situation. Ich in Ruhe, ich bin doch eh schon so alt, wie alt soll ich noch werden? Ja, komm jetzt nicht. Ich hoffe nicht mehr alt, weil sonst nervst mich schon langsam. Hey. Oh. Ja. Wahnsinn.
Entschuldigung. Mein gut, ob der Film das wert ist, dass man ihn gleich am Anfang kauft, das lasse ich jetzt mal dahingestellt sein, weil ich vermute mal, der wird in absehbarer Zeit dann auch bei Prime entweder für das 99-Cent-Film verleihen drin sein oder dann vielleicht direkt bei Prime. Aber ja, ich habe einfach Bock drauf gehabt und dann habe ich mir gedacht, ach, jetzt bist du schon bei diesem verrückten Apple TV Plus unterwegs. Jetzt ziehst du es durch. Zieh es gleich durch. Und dann habe ich, das ist wieder ein Dreck, dann habe ich auch noch gesehen, sie haben jetzt schon im Angebot, dass ich vorbestellen kann, dass ich mal den Super Mario Film anschaue. Und dann steht da Veröffentlichung 31.12.2023. Spinnt Dieser Platzhalter, dieser gerade Platzhalter. Dieser Platzhalter, das kann nicht sein. Der Film dauert heutzutage länger wie 3 Monate. Eben. Das heißt, auf Amazon, wenn die Filme drin, zum Beispiel, wenn ein neuer Marvel-Film rauskommt, die Steelbox dann einmal mit einem Jahr in die Zukunft datiert. Bleib ruhig, Corby, bleib ruhig. Ja, denkt nix. Ja, du. Ich hab geiles Abo wieder gekündigt. Aber bei dem Knock at the Cabin ist jetzt da überhaupt kein Twist drinnen, so Schalamalailan-mäßig, oder doch auch ein bisschen twistig am Ende? Es ist ein bisschen twistig. Ich hab gehört, dass kein Twist ist, sondern nur ein Reveal. Es ist, ja, richtig. Also es passiert schon was, aber es ist jetzt nicht so, dass sie auf einmal die komplette Handlung deswegen draht. Also, so wie jetzt bei Old, weil ich finde es jetzt für mich persönlich gerade gut zu wissen, dass es eine Buchverfilmung ist, weil dann gehe ich da nicht mit der Erwartung, ohne jetzt den total abgespaceden Schalamalailan-Twist am Schluss serviert zum kriegen. Ja. Weil ich hab das nämlich jetzt gerade zum ersten Mal gehört, dass das eine Buchverfilmung ist. Ich hätte jetzt da wieder Wunder, was für eine Drehung am Ende erwartet. Na, das ist gut. Es endet anders wie im Buch. Also das heißt, du kannst dann mit gutem Gewissen schon mal das Buch lesen. Was sagst du das so sauber? Der liest das sogar noch. Mir kannst du schmerzen mit Buch lesen. Na, also wenn ihr in der Folge schon einen Buchtipp abgibt, dann lest bitte Der Schwarm. Also Der Schwarm ist echt richtig geil. Weißt du, das der Schwamm oder der Schwarm? Der Schwarm. Du nuschelst also. Ja, es kommen zwar Schwämme in dem Buch vor, aber es geht um der Schwarm. Das ist ja so ein Schwamm, der Schwamm. Hat er mal gesagt. Ja. Hab ich dir schon mal gesagt, dass die Serie recht der Scheißtrick ist? Ja, leider. Das ist sicher voll gut. Trotzdem werde ich reinschauen in die Serie, weil mich es einfach interessiert, wie sie es dann so verhunzt haben. Das Spektakel möchtest du erleben. Aber es muss ja eigentlich dann trotzdem so packt haben, dass du es da bis zum Schluss auch schaust. Ach du, wenn du nebenbei am Handy speist, da vergeht eine Stunde schnell. Wo du dann sagst, ach ja, ist schon wieder eine Stunde vergangen. Ha, und gelangweilt wieder, dass der Rauch davor geht. Ha, und gleich die nächste. Okay. Lebenszeit kostet da nix. Na gut. Also ich werde jetzt soweit durch. Der Kani hat noch gesagt, er hat noch was. Mike auch, oder? Nein, ich war's. Du bist schon fertig, ja. Ich hab noch mal was zum Aufregen gefunden. Das war schön, weil so richtig aufgeregt. Und jetzt moderieren wir wieder abziehen. Du weißt schon, dass ich einen kleinen Block im Kopf, wo du notieren wir das alles. Ich hau da Potzen vor dann, wenn ich das nächste Mal sehe. Am Sonntag. Wow. Am Sonntag, okay. Ja, hau den Sacke. Aber Dreck für mich noch. Ich habt ihr sicher mitgekriegt, dass Berlin ja jetzt oben ohne Baden weit überall erlaubt. Ja, nichts Schlechtes. Das ist ja schon alter Hut. Das ist ja schon seit 2 oder 3 Monaten. Ja, richtig, alter Hut. Aber ich habe jetzt vor kurzem, ist das bei mir dann nochmal im Feed und so aufgeploppt, wegen die Kommentare, die da wieder abgeliefert werden. Geil, natürlich überwiegend von Männern, die da unter anderem einschreiben, dass man sich dann nicht wundern braucht, wenn irgendetwas passiert, dann sollte man die Schuld nicht auf den schlimmen Mann schieben, wenn der eine Frau beim oben ohne Baden sagt, danach vergewaltigt. Das ist ja ganz klar ihr Schuld. Weil es ist ja auch so bei Frauen, die ein Mini-Rogo haben, dass die ja selber schuld sind, weil sie wollen ja damit Äpfel bezwecken. Und es ist ja scheinbar eine Vergewaltigung. Das verlieren wir sonst weiß er nicht noch gehört. Ja, eben. Also, es ist ja genauso, wenn jetzt da, ich kenne es ja selber von mir, wenn ich mit meinem muskelbepackten Körper im Freibad drinnen liege, dass ich dann nachher wie vergewaltigt werde und dann heißt es, du bist ja selber schuld. Wenn sie so aufreizen, das ist eine Wasserdüse, was du da meinst. Du bist nicht vergewaltigt worden, das war Wasserdüse. Keine Ahnung, mir tut jetzt mal auf alle Fälle das Arschloch weh ohne Ende, wenn ich an der Massagedüse hänge.
aber da hätte ich wieder, gerade wegen dem Film Blaze, den wir jetzt angeschaut haben, mit dieser Täter-Opfer-Rollenverdrehung, da habe ich wieder so das Kotzen gekriegt, da hast du dann echt Leute, die argumentieren damit, dass zum Beispiel Brüste, genetisch bedingt und biologisch bedingt dafür da sind, das gegenüberliegende männliche Geschlecht zu erregen, und wenn dann etwas passiert, dann bitte nicht dem bösen Mann die Schuld zuschieben. Aber ich denke, hoffentlich kommst du in den Knast, dann wirst du in der Dusche vor der kompletten Belegschaft inklusive Wärter und eine Stöcke durchgenommen, du Vollidiot, wenn ich so eine Scheiße liest, weil ich weiß nicht, wie ich auf die Idee komme, dass ich dann das Recht habe, dass ich, wenn es nur ums Grapschen geht, allein das schon, dass ich das Recht habe, dass ich jemanden angrapsche, nur weil da jetzt ist irgendwie anzeigt, was mich erregen hat. In der heutigen Zeit sollte ich meine Triebe so weit unter Kontrolle haben, dass ich sage, ich hol's nur aus, bis ich daheim bin und wichs mir dann noch einen drauf, aber ansonsten tue ich halt nichts. Boah, tabulos wie immer, Kruzifix. Ja, das ist doch einfach eine Tatsache, weil ich sag, wenn selbst... An und für sich, du hast ja echt recht, weil nach der Logik müsste man einfach die Bäder trennen. Ja. Weißt du, dann gibt's Ohrseiten nur für Frauen und Ohrseiten nur für Männer, so wie man es aus diesen ganzen japanischen Anime-Serien kennt. Und dann sind wahrscheinlich Frauen aber trotzdem selber schuld, wenn der Mo durchs Loch durchspitzt und sagt der Nippel und vergewaltigt danach, dann sagt er, ja, Kim, aber die war ja oben ohne die Enten und da war ein Loch im Zaun und ich hab das gesehen, was soll ich denn dann da? Da bin ich schwanzgesteuert unterwegs. Das ist halt einfach so. Ich war mal in einem Freizeitbad und dann haben wir gesagt, nach dem zweiten Tag, jetzt haben wir fast alles gesehen, jetzt schaue ich da noch mehr aus, habe ich gesagt, jetzt möchte ich die einzige Bereich, den ich jetzt noch nicht gesehen habe. Und gehe mit meiner Chipkarten hin, bip, bip, geht die Tür auf, gehe aus, ich denke mir nicht, schau in die Luft und hey, das ist so ein schönes Becken. Schauen wir leider so, da wird die alle knockert. War ich schnell weg. Also das war praktisch über dir und unten mit einem Glas, oder wie? Nein, ich bin da... Du hast doch gerade gesagt, du schaust auf. Ja, auf, ich hab mir Aussehen. Ich hab ausgeschaut, das war der Außenbereich. Also, ich habe auch viel verstanden und habe jetzt ja, das war so ein Hallenbad, wo man dann unten einschauen kann, aber das ist nicht für Freizeitpark, ich frage für einen Freund. Das war cool, habe ich gefunden, hast du alles gesehen. Hast du wirklich alles gesehen? Ich bin ja so erschrocken, dass ich so schnell war ich noch nie weg. Was haben die da gemacht? Die waren alle noch an einem rumgelegen und haben sich nichts dabei gedacht. Also. Und ich hab mir gedacht, ich muss schnell weg. Ich hab mich ein wenig geniert. Mike hat seine Triebe ordentlich kontrolliert. Schaut's her, so macht man das wieder, Mike. Meine Badhosen habe ich mich geschämt. Aber ich kenne das von meiner Schwiegermam. Ich glaube, also seit ich mit meiner Frau beieinander bin, sind wir, glaube ich, einmal im Monat gefragt worden, ob wir nicht mal mit wollen zum ins Sauna oder dann zum FKK-Weiher und was weiß ich. Also, wenn man das halt einfach nicht gewohnt ist, oder wahrscheinlich auch noch nie diese Schwelle überschritten hat, dann mag man das halt auch einfach nicht. Wer hat die da gefragt? Meine Schwiegermam. Dachte, da kann die doch nie mit. Meinst du, die möchte meine Schwiegermam noch gerade sehen oder irgendwas? Meinst du, ich kann dir immer wieder nicht anschauen. Corbin, du darfst nie mitfahren. Und das heißt dann, warum kommt denn der Corbin ja nicht mehr mit, wenn wir uns treffen? Warum mag er den auf einmal nicht mehr? Was ist mit ihm? Hat ihm der Stepmom-Porno-Dreh nicht gefallen, oder wie? Hält mich Corby am Stuck? Oh, what are you doing, Corby-chan? Ja, aber das ist so ein Thema. Kennst du solche Situationen nicht, oder wie? Ja, doch, immer. Ich hab leider noch nicht die richtig geile Schwiegermam gehabt, dass ich sag, da geh jetzt mit. Das ist so, auf das arbeite ich noch hin, dass ich eine richtig geile Schwiegermam krieg. Richtig geile. Und wenn ihr Mini-Rogo habt, dann sage ich, haha, selber schuld. Ich hab vielleicht noch Filme gesehen, ich weiß, wie das ausgeht. Genau, ich weiß ganz genau. Was tust du in der Waschmaschine, bist stecken geblieben? Aber um dieses Wort direkt nochmal abzuschließen, jeder, der irgendwie in die Richtung tendiert, dass er sagt, der Frau ist selber schuld, weil sie sich so anzeigt, der soll sofort deabonnieren und ausgehen und im Weiher das saufen. Vollidioten. Weil ich sage, sogar wenn der Frau, was weiß ich, knockert mit der Arschfotze vor entgegenläuft, dann ist das keine Aufforderung, dass du einen Schwanz einsteckst, sondern erst wenn sie sagt, steck man bitte ein, darfst du Vollidiot. Und das war mein Abschluss-Wutausbruch. Er war aber relativ human. Ich hätte noch ein Thema gehabt, aber das heben wir für die nächsten Mal längst auf. Das ist nämlich ein Evergreen. Okay. Das ist auf alle Fälle was für Mike, da darfst du gespannt sein. Wow. Geht ums Thema genderneutrale Sprache. Oh Mann, oh Alter. Das ist was für Mike, das habe ich gewusst. Es ist zu spät. Das hebe ich wieder auf für das nächste Mal. Ich lösche jetzt Bitte. nicht weg, sondern es bleibt da stehen. Bitte. Es ist auf alle Fälle zauberhaft. Ja. Gut, und dann habe ich noch ein Thema für unsere Hörer. Ihr müsst jetzt aufpassen. Passt einmal auf. Also, oder sagen wir mal, Einmal in eurem Leben. Einmal in eurem Leben. Ihr habt ja jetzt schon fleißig bis zum Schluss gehört. Das heißt, ihr seid ja so die richtigen Hardcore-Fans. Respekt. Ihr kriegt's eine Aufgabe, weil ihr werdet es ja nicht glauben, aber bald ist wie bei der Movie-Illusion 200 Folgen alt. Man hört am Mike seinem Husten oft in die Folgen. Ja.
Wer das nur in Erinnerung hat, unsere 100. Folge war ja damals sogar vor Live-Publikum und da Kani und ich sind irgendwann die Ideen ausgegangen, also spontan beschlossen, kurz vor Aufnahme, wir beziehen das Publikum einfach mit einer, machen so ein FAQ. Was ein bisschen blöd war, weil dadurch hat sich das Ganze gezogen und es sind da komische Fragen dann kämen. Dieses Mal machen wir. Ich fand's eigentlich alle super. Vor allem die mit dem Oliven waren das, wie viele Oliven hast du im Mund gekriegt? Das war wirklich hervorragend. Deswegen, es gibt aktuell eine Umfrage, ihr dürft ja natürlich selbstverständlich gerne auf unsere sozialen Medien oder in die Shownotes nachschauen, da verlinke ich das Ganze, wo ihr uns vorher schon Fragen und Themen stellen könnt, die mir in der 200. Folge behandeln. Und ich sag jetzt schon, die 200. Folge wird eine Folge Warleck, Viva la Movilusion gibt's schon seit 200 Folgen. Das ist, wir müssen der Name eingefallen, das ist ja irre. Ich wollte gerade schon sagen, also das ist mal wieder also ich lob mich ja sehr selten selber. Okay. Aber das war schon echt ein Geniestreich, oder? Ja, das ist irre. Also ich bin mindblown komplett. Genau. Ja. Ihr dürft uns richtig mindfucked. also das ist relativ easy. Das ist eine Google-Umfrage. Ihr beantwortet jetzt da 3 Fragen. Einmal, welche Fragen willst du stellen? Welche Themen sollen behandelt werden? Und was möchtest du Viva la Movilusion sonst zu sagen? Ob Grüße, Kritik, Feedback oder einfach nur Kani. Das geht alles. Bei Kritik bitte Namen und Adresse mit angeben, dann Haar aufs Maul. Also ihr dürft tatsächlich gerne einen Namen mit angeben, dann werdet ihr ja in der Folge dann erwähnt. Und ja, wir freuen uns natürlich auf Fragen. Es sind tatsächlich schon ein paar eingegangen. Echt? Cool. Aha. Coole Leute. Die wünschen sich alle mehr Solo-Folgen mit mir, oder? Ja, das ist auf alle Fälle ein großer Wunsch. Na. 2 von 5. Na du, Mike, also da täuscht jetzt. Aber tatsächlich steht schon eine Lüge über den Kani drin. Irgendwas mit unfassbar hübsch und durchtrainiert. Naja. Das war ich selber. Das hat er doch selber geschrieben. Ich glaube auch, ja. Nein, weil du musst jetzt sagen, ich hab gerade vom Freibad erzählt, dass ich da mit meinem durchtrainierten Körper drinnen liege und dann von der Massagedüse geraped wird. Und das hat ja der gar nicht wissen können, weil das habe ich ja heute erst gesagt. Aber ich finde es schon geil, dass du weißt, dass es ein Mann ist. Ja, Frauen finden mich, seit dem Hardline weiß ich, dass anscheinend nur Männer auf mich stehen. Ja, genau. Also bis zur 200. Folge haben wir noch ein bisschen, aber bitte, ihr dürft euch jetzt schon kreativ daran beteiligen. Tut es tun. Wie und wo und ob wir da wieder vor Live-Publikum was machen, das wird alles dann noch ausgemacht, gell? Ob der Mike das mal in Real Life dabei ist, wenn wir es live machen oder gerade wieder vertreten wird. Wer weiß. Das ist ein Mysterium, das sie dann erst zu der Show lichten wird. Welcher Schauspieler spielt diesmal am Mike? Schweighöfer. Und wer synchronisiert? Mike, gespielt von Jane Fonda. Da wünscht man einen Till Schweiger. Oh Gott. Ja, er stammt für das ganze Podcast-Projekt im Ja, gut. Ja, Jungs, was und Mädels. Was gibt's sonst noch zu sagen? Ja, das leider mal ein Steady-Abo machen sollen, weil ich stinksauer bin. Und YouTube darf auch wegen mehr gehen. Schaut's dann bei YouTube vorbei. Ja. Wie sagt man, weil es müsst die Glocke nicht bloß hell machen, sondern auch noch ausfüllen, oder? Echt? Genau. Die Glocke muss dunkel sein, bitte. Also ja, ich freue mich einfach nur, wenn auf YouTube weiter hier unser Erfolgserlebnis nach oben geht durch Kommentare, durch Austausch, durch... Ja, das funktioniert schon langsam, gell? Das ist schön für euch. Da muss ich sagen. Es wird. Ein großes Lob einmal an die Leute, die da immer wieder kommentieren. Es sind nicht nur die gleichen, über die freuen wir uns natürlich immer, dass die immer schön am Start sind, aber es kommen dann neue dazu. Also Bussi aufs Rosettal. Ja. Voll. Vor allem, also was mir halt da wirklich gefällt, ist, dass da immer wieder mal Kommentare erkennen. Das haben wir ja von den anderen Plattformen her schon lang vermisst. Ja, da ist kommentartechnisch, aber ja, Facebook nur eher, Instagram ist ja eher zum Battleschauen, nicht zum Kommentieren. Gut, dann wären wir es eigentlich mal wieder soweit. Dann Ja. Vielen Dank für dieses Spaßkarussell mit Potpourri der Gefühle. Haben wir es mal wieder geschafft, gell? Ja, Gut war's. Wird was. Zauberhaft. Passt. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. nicht vom FKK-Strand. Doch, Zumindest kann man uns am FKK-Strand hören. das stimmt. Aber dann steht er da nicht, das ist blöd. Aber echt, dann heißt es, Mana ist dran und dann steht er da. Tschüss. Servus.